Heute geht es um das Thema, wie kann man schlechte Gewohnheiten ändern? So, das ist so die Frage, wie kann man Dinge ändern? Jetzt nicht bei deiner Frau, bei deinen Kindern, bei deinem Mann, sondern bei dir selber. Lass uns mal bei dir selber bleiben. Wir nehmen das einfachste Thema. Und zwar, da war ein Mann, der hat ein wunderbares Haus gesehen und er wollte dieses Haus kaufen. Und er ging dann zum Besitzer und sagte, ich möchte gerne das Haus kaufen. Und der Besitzer sagte, nee, ich verkaufe das Haus nicht. Er hat gesagt, okay, wie wäre ich dürfte ein Zimmer von diesem Haus kaufen. Und der Besitzer sagte, nee, wir verkaufen auch kein Zimmer, wir verkaufen gar nichts vom Haus. Und dann sagt er, was wäre, ich würde einen Nagel kaufen von einem Zimmer und dann würde ich einfach diesen Nagel einfach in das Zimmerwand schlagen. Und dann würde dieser Nagel mir gehören in diesem Haus. Der Besitzer hat gesagt, okay, einen Nagel verkaufen, das ist ein geiler Deal. Hat gesagt, okay, du kannst einen Nagel kaufen und kannst ihn da anheimen in diesem Zimmer. So, am nächsten Tag kam der Mann mit einem Sack faulem Fleisch und hängte den Sack an seinen Nagel, weil der hat den gekauft. Und es fing an zu miefen, an zu stinken im ganzen Zimmer. Und dann hat der Bewohner dann die Türe aufgemacht und dann sogar die Nachbarn gesagt, oh meine Güte, es mieft. Und irgendwann war das ganze Haus durchdrungen von einem stinkigen, schlimmen Gestank von Fleisch. Und dann sagte der Besitzer, kauf von mir aus das Zimmer, aber nimm den Nagel weg. Sagt er, nein, ich will nicht das Zimmer, jetzt will ich das ganze Haus. Die Pointe ist ganz einfach, der Teufel muss kein Haus kaufen. Er braucht auch nicht dein ganzes Leben. Er braucht bloß einen Nagel, den er irgendwo einhämmert und du denkst, meine Güte, das ist ja papperlapatz gar nichts. Und irgendwann kommt der Feind und hängt Themen da dran und es mieft und stinkt so krass, dass sogar deine Menschen, die mit dir wohnen, sagen, ich will nicht mehr da wohnen. Also man sagt auch, was ist dein Topos, dein Einfallstor? Es ist hochinteressant, wenn man schlechte Gewohnheiten hat. Ich möchte euch 3 Beispiele bringen, dass Menschen, die uns ein bisschen nahe sind, können oft in einem Satz erklären, warum ist Folgendes passiert. Zum Beispiel, warum ging die Ehe auseinander? Oder warum starb jemand mit 53 Jahren an einem Herzversagen? Oder warum hast du keine Freunde mehr? Also das erste Beispiel würden Leute sagen, ich weiß wieso, hat die Frau den Mann verlassen? Ja, es ist ganz einfach. Weil wenn man seine Geschichte anschaut, er hat sein Leben verändert, hatte Sexprobleme, hat es im Griff gehabt und dann plötzlich fängt er an zu flirten, dann noch ein bisschen mehr, ging plötzlich oft in einen Ausgang, ist dann 1, 2, 3 Mal, 4 Mal ausgerutscht, per Zufall mit einer anderen Frau. Und irgendwann hat dann seine Frau gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf deine Affären. Und der Freund würde sagen, ja, es ist schon eine Linie in seinem Leben. Weil die meisten sagen, ich bin ausgerutscht, bumm, und ich war gerade in der Frau drin. Nee, es geschieht nicht über Nacht, sondern immer ein Prozess. Das andere zum Beispiel, jemand hat Mühe mit dem Gewicht, nimmt dann extrem ab auf Diät und dann irgendwann ist im Job, läuft es nicht gut. Eine schwierige Phase, beginnt zu essen, nimmt zu wie ein Jojo, dann Chips und unglaublich ungesund und irgendwann hast du einen Herzinfarkt und der Freund sagte, ich habe es dir immer gesagt, dein Essenverhalten wird dein Herz nicht mitmachen. Von außen betrachtet ist es nicht so, dass Leute oft sagen können, ja, das ist kein Zufall, das kann man ganz einfach sehen. Von außen, also du siehst alle Fehler bei deiner Frau, bei deinem Mann, bei den Kindern, bei mir. Mein Gott, das ist so einfach. Was ist in deinem Leben? Siehst du deine Themen ganz ehrlich, wie sie immer in dem Sinne größer werden? Ich habe einen Satz aufgeschrieben, es gibt oft eine schlechte Entscheidung, dann macht man einen falschen Schritt und daraus entsteht dann eine ganz schädliche Gewohnheit, einer nach dem
anderen. Vielleicht kennst du diesen Satz. Ich möchte in eine Person hineinsteigen im Alten Testament. Und sein Name ist Simson oder Samson. Und ich habe ein Bild mitgebracht, das haben wir von ChatGPT erstellen lassen. Er war ein absolut krasser Mann, lange, schöne Haare, hatte Kraft ohne Ende, hatte eine Begabung von Gott, hatte eine Berufung von Gott, hatte eine Eigenschaft, das Volk von Gott von den Philistern zu befreien. Also eine absolute krasse Perspektive. Und eines Tages werden seine Haare geschnitten, haben ein Bild mitgebracht. Er verliert seine Kraft. Er wird blind. Er ist am falschen Ort. Er verliert seine Bestimmung. Er verliert die Gegenwart Gottes. Und am Ende stirbt er. Wie kann man vom einen Bild zum zweiten Bild, wie kann das geschehen, dass plötzlich in deinem Leben auch die Bestimmung, die Begabung, deine super gute Familie in einem Moment auseinanderfliegt? Wie kann das möglich sein? Das heißt hier in Richter 16, Vers 1. Einmal kam Simon nach Gaza. Habt ihr den Namen auch schon gehört? Gaza. Dort sah er eine Prostituierte und er ging zu ihr ins Haus. Es heißt nicht so, er sah, schlüpfte aus und war in ihr drin. Das ist immer so mein Running Gag. Sondern ich möchte euch ganz gut mitnehmen in die Geschichte, in das Bild. Wo ist Gaza und wo ist Zora? Er wohnte in Zora da oben. Er wohnte da oben in Zora. Und da unten muss man durch alles hindurchgehen, da unten ist Gaza. Also mit anderen Worten, es ist nicht einfach passiert. Ich konnte nicht dafür, da war eine Frau, boom, ich konnte mich beherrschen. Sondern er ging einen Weg. Er ging 56.250 einzelne Schritte. Ich gehe nach Gaza und ich bin überzeugt, ich werde es machen. Schlechte Gewohnheiten entstehen nicht in einem Moment. Mit vielen kleinen, bewussten Schritten in die falsche Richtung. Darum heißt es in Jakobus 1, Vers 21. Deshalb, warum? Trennt euch von aller Schuld und allem Bösen. Nehmt vielmehr bereitet Gottes Botschaften an. Es ist wie ein Samenkorn in euch hineingelegt und sie hat Kraft, euch zu retten. Wir sollen uns von allem trennen, was uns nicht gut gibt. Es gibt so einen Satz, den du merken musst. Man kann nur das verändern, was du beim Namen nennst. Also wenn du Dinge immer schön sprichst, immer erklärst, wieso bist du ein Opfer und die Umstände und die Situation und der Teufel und die Dämonen und alle diese Dinge, wird sich dein Leben niemals ändern. Und ich habe mir die Frage gestellt, was ist dann unser Nagel oder was hängen viele von uns an diese Nägel? So das eine zum Beispiel sind so ganz konkret Essverhalten. Ich habe so Schokolade mitgebracht. Ich bin nicht gegen Schokolade, solange es gute Schokolade ist. Aber manchmal das Essverhalten, weißt du, was ich meine? Kann etwas sein in deinem Leben, wo du merkst, obwohl du weißt, was es nicht gut ist, isst du Dinge, drückst du Dinge runter. Ich nenne es zum Beispiel Schokolade, geht von the lips to the hips. Sofort. Und dann sagst du, Fett absaugen, sag immer, bevor du das machst, hör mal auf, Schokolade zu fressen. So manchmal sind Dinge einfacher als einfach Plastic Surgery. Nichts gegen das, aber kann man machen. Das andere zum Beispiel Social Media. Man hat das nicht unter Kontrolle. Man ist stundenlange Netflix, Serien rauf und runter. Kino ist ja nicht mehr das Thema, sondern Netflix, auch Social Media. Man ist stundenlange drauf. Und man merkt es gar nicht mehr. Es ist alles so konzipiert, dass es für uns genießbar ist und lecker ist. Also ich sage nicht, das ist nicht nur falsch, weil ich sage euch auch, hört unsere Predigten an, teilt sie weiter, das will sich widersprechen, aber es braucht eine gesunde Einstellung. Dann kann es so Süchte geben, Alkohol, Drogen, diese Dinge, aber es gibt auch, eine Person hat mir gesagt, ich bin süchtig nach Coca-Cola Zero. Mit Zitrone. Also du kannst auch Coca-Cola Zero süchtig sein, Kaffee süchtig sein, Tee süchtig sein. Also Dinge, du merkst, ohne das geht es gar nicht mehr. Dann hat man auch so die Aktien, Spiele, alle diese Dinge. Ich kann auch noch viel mehr Dinge aufhängen. Aber das Problem ist immer, es beginnt mit einer Sache. Es ist ein Nagel. Und der beginnt harmlos.
harmlos. Gibt oft so einen Satz, wenn mich Menschen fragen, manchmal werde ich eingeladen von Frauen, die mich fragen, kann ich mit dir abmachen für ein tiefes Gespräch? Ich sage, ich habe schon eine Frau. Die jammert auch schon immer, ich habe zu wenig Zeit. Und es geht zu wenig tief. Jetzt kommst du noch und willst Tiefe. Und ich sage immer, nee, mache ich nicht. Dann sagen sie mir, sei doch nicht so religiös. Ich sage immer, es hat nicht mit Religion zu tun, sondern es beginnt mit einem Kaffee. Und ich habe nicht mal böse Absichten. Ich merke plötzlich, oh, hopp, der Besser. Die sieht ja auch noch gut aus. Und sie denkt, meine Güte, der Mann, der ist so on fire. Und es beginnt immer mega harmlos. Du musst dir gut überlegen, wo setzt du die Grenzen vorher und nicht zu spät. Und ich bin lieber ein bisschen zu vorsichtig bei gewissen Themen als ein bisschen zu doof, weil der Teufel sucht immer einen Nagel. Dann hängt er Dinge rauf, wo du plötzlich merkst, es wird immer größer und immer schlimmer. Und so soll meine Frage ein bisschen, was ist so der Nagel, den du eingeschlagen hast, den man vielleicht am Anfang belächelt und denkt, ja, das ist ja gar kein großes Thema. Es gibt so in dem Sinn ich habe es aufgeschrieben, schlechte Gewohnheiten. Warum fallen uns schlechte Gewohnheiten einfach? Die Belohnung kommt jetzt sofort. Also wenn du Eiscreme isst, Schokolade, der Bauch sagt, krass Mann, das ist mega krass. Die Bibel sagt auch, die Sünde macht mega Freude. Würde Sünde keine Freude machen, wäre es keine Versuchung und auch keine Sünde. Die Bibel sagt, die Sünde macht mega glücklich im ersten Moment, aber dann wird es mega bitter und der Preis kommt immer später. Das Problem bei der Sünde, der Kick ist sofort und der Preis kommt dann später. Eine gute Gewohnheit, zuerst kommt der Schmerz. Geh mal in das Fitnessstudio, du warst noch nie im Fitnessstudio, sagst keine Schokolade mehr, jetzt mehr Sport, gehst in ein Fitnessstudio und sagst, oh meine Güte, ich habe Muskelkater, du kannst eine Woche lang nicht mehr gehen, du hast nur noch Schmerzen. Aber ein Jahr später sagt dein Körper, ich bin so fit wie Speedy Gonzales. Es kommt immer, der Preis kommt immer später. Und wenn du jetzt das anschaust, wichtig, du zahlst sowieso einen Preis. Aber wenn du schon einen Preis bezahlst, welcher Preis macht mehr Sinn? Und das brauchst eine Vision für das in dem Sinne. Ich möchte auch ganz kurz so mein Challenge, also ich habe nicht ein Challenge, ich habe Challenges, aber ein Challenge ist zum Beispiel das Smartphone, wo ich merke, das ist ja alles konzipiert mit dem Algorithmus, wo genau weiß, was ich brauche, was ich gerne hätte. Und ich möchte euch eine Statistik zeigen, zum euch erklären, Social Media, Netflix. Wenn du das nicht unter Kontrolle hast, wird der Feind dir nicht Stunden, Tage, Jahre von deinem Leben stehlen. Also ich habe eine Statistik aufgeschrieben. Man schaut ungefähr 4 Stunden pro Tag Netflix oder Smartphone. Das ist jetzt wenig. Gen Z ist viel höher. Aber geht jetzt mal ein bisschen schweizerisch rein, neutral. Das heißt, 350 Tage im Jahr, das gibt 1460 Stunden pro Jahr. Hört sich nach nichts an, oder? Also, gehen wir weiter. Du hast 1460 Stunden. Und ich sage jetzt mal 60 Jahre. Die meisten von uns leben 80, 90 Jahre. Ich sage jetzt mal die ersten 20 Jahre. Kein Smartphone. Wir ziehen mal groß 20 Jahre ab. Seid ihr okay? Du hast 60 Jahre, gibt 87.600 Stunden. Hört sich krass an. Und jetzt möchte ich euch erklären, 87.600 Stunden sind 3.650 Tage oder 10 Jahre im Leben verbringst du mit dem Smartphone. Dann heirat doch dieses Teil. So, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wenn man nicht die Gesamtzahl hat, denkt man, ja, ist ja nur ein Nagel. Sind ja nur 4 Stunden. Das machen ja alle und man arbeitet mit dem, kannst du auch noch gut erklären. Aber du investierst 10 Jahre von deinem Leben in dem Smartphone. Und die meisten von uns haben keine 10 Jahre verbracht, um die Bibel zu studieren, den Charakter Gottes im Gebet zu sein. Dann denkst du, warum ist mein Leben so kraftlos? Ja, also, ich glaube, es hat schon einen Grund. Den möchte ich dir nicht erklären, ich hoffe, du erklärst das selber. Man sagt, die meisten Leute ruinieren das Leben nicht in einem Schlag, sondern Schritt für Schritt. Und das merkt man leider nicht, weil es so Schritt für Schritt ist. Ich möchte 2 Punkte uns mitnehmen.
Und ich möchte dir sagen, ich bin in diesem Thema auch mitten dabei. Es ist jetzt nicht so, dass ich zu euch predige, es ist immer so, ich spreche zu euch, aber das sind auch genauso meine Themen. Das erste, man muss die Angewohnheiten brechen, man muss den Auslöser muss man entfernen. Sprüche 4, Vers 14 bis 15 heißt das, handle nicht so wie Menschen, denen Gott gleichgültig ist. Nicht sie ist zum Vorbild. Folgt nicht ihrem Beispiel, sondern meidet das Böse, flieht vor ihm und bleibt auf dem geraden Weg. Mit anderen Worten, wenn du einen Nagel in deinem Leben siehst, sag nicht, Schokolade, ein bisschen rauchen, ein bisschen Netflix. Sag das Wort, ich sage aber, Teufel, alles was du kannst, ist versuchen, täuschen und Dinge nicht so schlimm deklarieren. Ich fall auf diesen Trick nicht mehr rein. Es gibt einen Kreislauf, der immer gleich abläuft. Es beginnt immer mit einem Auslöser, etwas löst es aus und dann kommt das Verlangen und dann kommt die Reaktion und dann kommt immer die Belohnung. Die Belohnung ist entweder göttlich oder krass zerstörerisch. Wenn es Dinge in deinem Leben, deiner Familie gibt, du sagst, es ist wie eine Familienmuster, dann ist es wichtig, dass du sagst, Gott, bis hierhin und nicht mehr weiter. Ich bin nicht mehr bereit, mit diesen Dingen weiterzugehen. Ich habe mir die Frage gestellt, was sind so die 5 häufigsten Auslöser, die man eben auch erkennen muss, weil man kann nur das ändern, was du benennst. Also benennst du deinen Auslöser. Zum Beispiel Alkoholiker müssen sagen, mein Name ist so und so, ich bin Alkoholiker. Und erst wenn sie das Wort aussprechen, sagen sie nicht mehr, ja, du kennst meine Geschichte nicht, mein Großvater, wegen ihm habe ich gelernt zu saufen. Und dann meine Mutter war nicht da, da muss sie mich nicht ertränken. Sie bringen im ersten Satz keine Erklärung, warum sie Alkoholiker sind, sondern einfach, ich bin ein Alkoholiker. Es sind so 5 Bereiche. Erstens sind Orte. Welche Orte merkst du für dich, da kannst du nicht hingehen? Gaza war für Simson nicht eine Destiny. Gott hat gesagt, das ist mein Feind, das ist ein Gebiet, wo er nie hingeht und er ging genau dahin. Also welche Orte merkst du für dich, ist ein absolutes No-Go. Wir waren mit unserem Movement-Team in einem Urlaubsort und da war ein Ort gewesen, wo wir schon mal gewesen sind. Ich sage jetzt nicht wo, weil ich mache keine schlechte Werbung. Und wir waren da und ich habe die Geister nicht gespürt. Ich spüre die Geister nicht so, hat Vorteile. Meine Frau spürt alles, das genügt. Und er konnte nicht schlafen, hatte jeden Abend perverse Träume. Ich habe geschlafen wie ein Kind. Er nicht. Und ein Jahr später haben wir gesprochen, wer kommt mit? Und er hat gesagt, hey Jungs und Mädels, ich komme da nicht mehr mit. Da habe ich gesagt, wieso? Gesagt, ich kann doch nicht da hinkommen und jede Nacht habe ich perverse Kämpfe. Ich schicke meine Frau. So hat er das Problem dann gelöst. Aber ich möchte sagen, es gibt Orte, der eine kann hingehen, der andere kann nicht hingehen. Welche Orte, merkst du, sind für dich nicht gut? Und ein Tipp für verheiratete Leute, du gehst nie in Urlaub alleine. Nie. Wenn jemand sagt, gehen allein in Urlaub, sage ich immer, goodbye. Urlaub ist immer die Ehe zu stärken. Das ist mega, mega wichtig. Es ist ein kleines Detail, wo ich oft merke in unserer Generation, seid flexibel, heißt nicht, das ist immer gut. Es gibt gewisse Zeiten, wo du immer wieder merkst, da kommt der Feind. Wenn du sehr, sehr gerne lang aufbleibst und deine ganze Familie ist schon am Schlafen, ja, was machst du in dieser Zeit alleine? Also du merkst, es gibt Zeiten, wo du sagen musst, da habe ich nichts mehr verloren. Manchmal ist es besser, man geht früh schlafen, damit du auch am Morgen früh aufstehen kannst, um früh zu beten mit Jesus. Jesus hat früh am Morgen gebetet, wie es seine Gewohnheiten waren, gewusst, am Morgen früh, da passiert gar nichts. Da ist kein Club offen, kein Kino, kein Netflix. Netflix schon. Welche Zeitbestimmung, welche Stimmung in mir? Es kann sein, wenn du zu kurz kommst. Es kann sein, wenn du viel arbeitest. Es kann sein, wenn du viel gelobt wirst. Es kann sein, wenn du wenig gelobt wirst. Also in welcher Stimmung klopft der Feind immer wieder an?
Die vierte Sache, welcher Moment, wenn du streitest, bist überfordert, bekommst kein Lob. Und dann die fünfte Sache, welche Menschen lösen das? Es gibt Menschen, die lösen nicht nur gute Dinge aus. Also welche Menschen solltest du meiden, nicht weil sie schlechte Menschen sind, aber sie dir nicht gut tun. Man sagt immer, zeig mir deine 5 besten Freunde und der Schnitt zeigt deine Zukunft. Es gibt eine Statistik, die man gemacht hat in Amerika mit 12.000 Menschen über 32 Jahre. Ich sage jetzt nicht eine Statistik ganz kurz, sondern über 32 Jahre. Man hat Freundschaften beobachtet und wollte wissen, welche Freunde, welche Kombination bewegt was in dem Leben. Und man hat festgestellt, wenn du umgeben bist von sehr schlanken Menschen, also Menschen sind sehr schlank, ist jetzt nicht wertend, einfach ein Fakt, und du hast ein bisschen Übergewicht, ist die Chance 60%, dass du beginnst abzunehmen wegen den Freunden. Die Statistik sagt, wenn du umgeben bist von Menschen, die auf die Ernährung nicht achten und ein bisschen zu viele Kilos auf den Rippen haben, ist die Chance 60%, dass du auch zugelegen wirst in dem Kilo. Ist jetzt nur das Gewicht, macht noch nicht dich aus. Ich möchte sagen, die Umgebung von deinen Freunden definiert krass dein Leben in dem Sinne. So, was sind die 5 Auslöser? Ich möchte enden mit das zweite, man muss die Handlung unterbrechen. Du kannst nur Dinge brechen, wenn du den Auslöser kennst. Wenn du weißt, welche Zeit, welcher Ort, welche Menschen, welche Stimmung. Wenn du den Auslöser kennst, dann kannst du sagen, halt, stopp, in der Kraft von Gott. Wie kann man das ganz praktisch machen? Es gibt gewisse Orte, die tun dir nicht gut. Und die Orte ändern sich auch. Heute sind neue Orte Amazon. Man kann immer Dinge bestellen. Es gibt viele unter uns, du hast das nicht im Griff mit deinem Budget und du bestellst andauernd Dinge, die du nicht brauchst, um Menschen zu beeindrucken, die sich eh nicht um dich interessieren. Und es gibt einen einfachen Tipp, wenn du merkst, du hast mit den Finanzen, mit Shopping Mühe, dann gib dein Login deinem Freund und ruf ihn an für eine Erlaubnis. Man kann heute das ganz einfach machen. Ich habe einen Freund in meinem Umkreis, das ist nicht von hier, es wohnt weiter weg, dass niemand da betroffen ist, der hat ein Pornoproblem. Und er hatte diese Größe zu sagen, ich habe ein Problem. Bin verheiratet, habe eine Frau und es ist eigentlich eine Katastrophe, wenn ein verheirateter Mann diese Eigenschaften noch besitzt. Das Problem war gewesen, er hat das schon vor der Hochzeit mitgebracht. Er hat das Geschenk schon vor der Hochzeit mitgebracht. Hat das Geschenk nie weggegeben. Das ist ein Witz. Du bringst Dinge mit in deine Ehe, in deine Freundschaften, einfach mit, ob du gerne hast oder nicht. Und es kann auch sein, dass gewisse Dinge jahrelang gut gehen und plötzlich kommen sie zurück. Und er hat mich dann angerufen und gesagt, Leo, ich habe ein Problem, es ist eine Katastrophe. Er hat alle Lockings hat er mir anvertraut. Habe dann auch alle 2 Tage angerufen für ein Login. Aber er hat gewusst, ich brauche jemand, der über meine Passwörter schützt. Und nach 3 Jahren Gebet, Seelsorge, Therapie, wurde er an diesem Thema frei. Und wenn du pornofrei bist, heißt das für immer, du bist nicht pornofrei, du lebst es nicht mehr aus. Ein Alkoholiker, der frei ist nicht alkoholfrei. Er sauft kein Alkohol mehr. Das heißt, diese Themen werden sein Leben lang ihn begleiten. Es ist mega wichtig, dass du weißt, Jesus macht dich frei, aber du musst in der Freiheit mit der Disziplin auch bleiben. Und es gibt viele Dinge, die man ganz einfach machen kann, wo Menschen an die Seite kommen und sagen, ich bin ein Anker, ich bin eine Rechenschaft und ich werde dir dabei helfen. Der folgende Punkt ist folgendes: Wenn du deine Fehler, deine Eigenschaften Freunden mitteilst, dann ziehst du deine Maske ab. Du machst dich ehrlich, demütig und real. Und das, was man auf den Tisch bringt, man sagt, wenn du einen Fisch auf den Tisch bringst, hat der Feind kein Anrecht mehr. Und ich merke, Demut ist etwas, das du nicht besser machst, wie du bist, sondern effektiv dein Leben hinlegst. Und jetzt möchte ich dir ganz kurz erklären, was macht das dann bei mir? Wenn jemand zu mir sagt, hey Leo, ich habe ein Pornoproblem, ich brauche deine Hilfe. Und ich sage, jo, schön für dich, ich habe kein Problem. So, wenn Freunde ihre Themen auspacken,
und dich bitten, um Rechenschaft abzulegen, dann merke ich plötzlich, ja, gute Nacht. Also wenn jetzt du schon mal beginnst auszupacken, dann hätte ich dann auch noch ein paar Themen. Und dann legst du deine Themen hin und plötzlich merkst du, wir sind ja 2 Christen unterwegs, voll vom Heiligen Geist, aber wir möchten Jesus Christus ähnlich werden. Und du nimmst der Kraft vom Nagel, vom Feind auf einem Schlag die Würde. So, wenn Menschen zu mir sagen, ich bin nicht perfekt, sage ich, ja, das hast du richtig beobachtet. Aber wenn ich dann dich anschaue, denke ich, beobachte ich auch richtig. Jeder von uns hat das Thema, aber ich bin nicht bereit, dem Teufel diesen Nagel zu geben. Ich möchte euch 2 Fragen am Ende stellen. Und du merkst so ein bisschen so, ehrlich Fragen zum neuen Jahr, das hilft uns ein bisschen. Die Gewohnheiten, die du heute hast, prägen, wer du morgen sein wirst. Und meine Frage ist, bist du glücklich mit der Prägung? Das ist die erste Frage. Oder gefällt dir die Richtung, die deine Gewohnheiten führen, und man sagt, dein Leben geht, der stärkste Gedanke, den du hast, definiert dein Leben. Sagst, ich will Jesus ähnlicher werden, auf jeden Fall wird das dein Leben prägen. Ich möchte enden mit Simson. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht war gewesen, Simson hatte 56.250 Schritte gemacht in die falsche Richtung. 56.250 Mal. Es ist Gaza. Da darf ich nicht hin. Ein Ort, eine Stimmung, ein Gefühl. 56.250 Mal. Ich will. The good news ist, er hätte umdrehen können und sagen, ich habe 56.250 Mal die Chance, um mich Gott zuzuwenden. Und die Frage ist nicht, welche Schritte du gehst, es ist nur die Frage, welche Richtung du in deinem Leben gehst. Und es ist nicht das Problem, dass du gewisse Dinge hast, die nicht okay sind, die nicht gut sind, die toxisch, aber wenn man da hinläuft, wirst du dann werden, irgendwann muss man sagen, halt, stopp! Ich drehe mich um und ich sehe Jesus, der 56.250 Mal sagt, Leo, ich verändere dich durch meine Gnade, durch meine Güte, durch meine Gerechtigkeit und ich bin nicht bereit, dich los. Du läufst in die richtige Richtung, auch 56.250 Schritte. So meine Frage ist, welche Richtung hast du eingeschlagen? Niemand von uns ist perfekt, aber das Nicht-Perfekte ist die falsche Richtung. Und wenn deine Freunde dich anschauen und von außen sagen, ja, das hätte ich dir sagen können, es war offensichtlich, ist das krasseste, negativste Feedback, das du bekommen kannst, weil es war offensichtlich. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass die Predigt dir geholfen hat und du viele Dinge auch für deinen Alltag umsetzen kannst. Wir würden wirklich gerne mehr von dir erfahren. Vielleicht hast du Fragen, was beschäftigt dich? Dann besuch uns doch auf unserer Homepage icf.ch/connect. Dort erfährst du auch, was uns als Community eigentlich ausmacht. Alles, was du hier siehst, hat zu tun, viele Volunteers, sie haben ihre Talente investiert, ihre Zeit investiert, auch ganz konkret Finanzen, weil ohne Finanzen ist das alles gar nicht möglich. Ja, und das hier ist unsere Einladung an dich, Teil von diesem Großen zu werden, was Gott tut, auch mit deinen Finanzen, weil es ist so viel Technik, es sind so viele Investments, die wir machen, dass das alles möglich ist. Und mit deinen Finanzen kannst du da einen Unterschied machen. Und noch eine kleine Sache, abonniert den Kanal, macht einen Daumen hoch, schreibt was in den Kommentar rein, weil es wird uns helfen, dass Leute plötzlich von dieser Sendung hören, weil wir wollen ja die beste Botschaft rausbringen an Menschen, die noch nie von diesem Gott gehört haben. Also, bis zum nächsten Mal.